Fette sagen wir, dann ist lustig. Und Hooligans haben von draußen nur Pflastersteine draufgeworfen. Alle. Alle. Auch die draußen vor dem Stadion. Ja, die wollten eigentlich eine Schule damit bauen. Naja, in dem Monat ist. Am nächsten Tag gibt's eine Kuschel. Halt, ich bin's, Biergeif, der Schweiße, hast du gesagt, schön. Das ist der Kani. Ich schwitzel da. Das schwitzelt da, ich schwitzel mit Sau, das ist der Florian. Ich bin nur so der ist nur bummvoll und das ist Schwitzelwirtschaft. I came in my pants. Jizz in my pants. Jizz in the pants. Ist das eine Spotify-Folge? Nein, ich glaube nicht. Ich komm da überhaupt Bei dir ist eh wurscht, du machst die eine auf Spotify, die andere. Sehr wurscht. Spotify hat keinen regulären Plan mehr. Auf einmal ist auf dieser, die nächste ist dann auf Vimeo und wo keiner kennt sie aus. Und dann schimpft die ganze Zeit, dass die Scheiße keiner anhört. Ja, du musst es nicht nur da haben, sondern auch da. Ja, super. Jetzt kann ich Ist da? ja, Auf gar keinen Fall. Nein, stimmt ja nicht. jetzt kann ich im Hosendeal. Aber wenn's off ist, Wo sitzt du gern? Na, bitte mach's nicht auf. Stinkt das oder Depp? stimmt, schwitzelt noch mehr. Schwitzelwirtschaft, passt schon. Schwitzelwirtschaft. Ein Schwitzelbeidel ist schon ekelhaft. Ja, aber schmeckt Das stimmt, ja. Ja, wenn's beim Laschen, Also wenn du zum Pissen gehst und so schon riechst, dann ist dann Zeit zum Duschen. wenn Einmal du im Quartal. Laufen oder selbst und dann ist es Wer zur Hölle geht denn laufen? Ich war gestern. Du hast gestern. Ist eigentlich normalerweise auch der einzige Sport, den ich betreibe, laufen gehen. Wie oft war ich dieser Laufen? Ich glaube 2-mal. Du hast zweimal laufen? Ja, ich glaube schon. Crazy. Ja, Anfang des Jahres wieder hochmotiviert, wenn die Sonne rauskommt. Nach 2-mal Laufen festgestellt, ach fuck mich. Voll anstrengend. Fuck, mein Life ist so anstrengend. Und der Belohnungsfaktor ist mehr so, der kickt 5 Minuten, das ist nicht wert. Die 5 Minuten, die ich laufe. Das ist am Anfang sehr deprimierend, ja. Wo ich mal wieder anfangen. So, Weihnachten ist in der Woche, ne? Das ist, Eigentlich noch nicht. Eigentlich. Ja, beim Release der Folge ist es in der Woche. Beim Release der Folge ist es in der Woche, ja. Wir haben ja alle hochmotiviert, das merkt man an unserem Stimmfall. Ja. Das ist so kurz vor dem Weihnachtsurlaub und so ein Scheiß, da hat einfach keiner mehr Bock auf irgendwas. Jingle Bells, Jingle. So, ich hab schon Weihnachtsfilme geschaut. Ich habe mir keinen Weihnachtsfilm angeschaut, ole. Ja, zufällig den A Beautiful Knife. Ein bisschen so ein Weihnachtsslasher. Kenn ich gar nicht. Er ist jetzt im Kino gewesen. Den hätte ich angeschaut. Aber ich werde jetzt die Woche noch ein paar Black Christmas und so ein Zeug einballern. Silent Night, die mengen wir. Ich hab mir tatsächlich Kevin allein zu Hause geschaut. Den kennst auch du. Den kennst Den kennst sogar der Florian. Aber Ja, gesehen der ist hast du einfach nicht, immer gut. Ewigkeiten her. Aber da war ich ein bisschen mir. Ich glaube, dass ich irgendwie so halb die Stunde verschlafen habe. Das war nix. Aber das ist wurscht, ich kenne den Film auswendig. Das ist ein guter. Das ist so gut. Hast du gewusst, dass sein Mann im Film 36 ist? Was? Ja. Also ist die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt 36 oder sein die Mann Figur. ist die Figur. Die Okay. Figur ist da in dem Film 36. Und man Wie oft fragt hat sie da sich- schon geheiratet? Berechtigte Frage, wie viele Kinder sind es? Keine Ahnung, Der aber- Bass, der Kevin. 100. Aber ich check auch nicht ganz, wer genau seine Schwestern und Brüder sind, weil da haben ja am Anfang so viele Leute in dem scheiß Haus drin, Das ist so ein Inzuchtverein. Das ist Wahnsinn. dass es absolut lächerlich ist, ja. Ja, die geilste Frage immer, dass sie, was hat der Mo eigentlich gearbeitet, dass er sich das leisten kann? Auf das wollte ich jetzt gerade hinaus. Ja, wenn du das Haus anschaust, das ist so dermaßen riesig, dass du einen Vogel kriegst. Weiß ich nicht, vielleicht war er CEO bei Apple damals schon. Da haben ein paar Memes rundum gegangen, wenn der Kevin geht doch irgendwann einkaufen und das kostet irgendwie, keine Ahnung, ein Rieseneinkauf irgendwie $19. Das haben sie dann jetzt in die heutige Inflation umgerechnet und heute hat es irgendwie $90 dafür zahlen und das Internet kurz ausgerast. Habe ich mitgekriegt. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja die Leute gesagt, die sollen uns irgendwelche Sachen schreiben und das auf Speziwirtschaft und die Leute haben wirklich geschrieben. Ehrlich? Haben's? Muss ich Aber nachschauen. nur oder? Scheiße. Nur Geht's wieder Scheiße. ums Auto fahren? Das war's. Na. Das war Leider kann ich über das Auto Jedes- fahren, aber die schicken dir einfach Videos so ganz kommentarlos und die sind halt nicht mal witzig. Wo schicken sie die auf Insta? Einfach, nein, auf Instagram, ja. Einfach nur da auf Ja, Instagram. willkommen in meiner Welt. Solche Nachrichten ungelogen. Ich hab, Leck wann mich doch haben am mich Arsch. das Lied, wann haben mich, ich meine, ich darf nicht so viel drüber schimpfen, weil ich mich im Prinzip das im Internet etwas bekannter gemacht hat, diese Deppenvideos. Aber wann haben mich das letzte Video über dieses Thema gemacht? Irgendwas mit Preisentrottel, weiß, irgend so ein Mist. Gestern. Ich lade es bloß nicht auf, weil ich mir denke, Kurz vor Weihnachten machen wir nichts mehr. mehr. Kurz vor Weihnachten machen wir nichts Da mehr. ist nächsten Liebe auch gesagt, dafür preisen. Und
Es ist, ich glaube, über 2 Jahre her, 2,5, ich weiß, oder 3 sogar schon, ich weiß nicht, ich kriege immer noch jeden Tag mindestens 5, wenn ich Insta und Facebook zusammennehme, immer noch im Schnitt am Tag 10 Nachrichten von Leuten, die mir kommentarlos irgendwelche Videos schicken oder wo legt Bier kein Moor, Kruzifix oder sonst. Ich weiß nicht, wann das jemals aufhört. Ja, halt dann mit uns. Das ist aber wirklich also ganz oft ist echt nur komisch, da warst du dann gar nicht was zugeschrieben, da schreibst du dann einfach nicht. Am Anfang habe ich das so. Am Anfang habe ich das so, dass jedem irgendwie was ich hab da auch schlecht gewusst, wenn ich dem dann nichts zugeschickt, weil er scheißt mir am Tisch und ich müsste dem ja zugescheißen, weißt du? Aber einer, der hat sehr gut recherchiert, der hat mir was geschickt, dass jetzt dieses Pilotprojekt des Gurkenwassers funktioniert hat. Gurkenwasser, was? Vom Devilei. Da wird doch, da ist doch, ich glaube, nur in Dingern finde ich, weiß aber nicht, wo genau noch. Da haben sie ja praktisch statt Salz und haben sie da das Gurkenwasser hergenommen vom Devilei. Was? Ist das nicht wer hat das für was genommen? Ich komme überhaupt nicht mit. Ach so, beim Schneeräumen. Und Ach so. für auf die Nacht wenn es Eis gibt. Da hat jemand Gurkenwasser drüber geschickt. Ja, vom Devilei. Der Devilei hat das immer kostenteuer. Kostengünstig, kostenteuer, okay. Kostenteuer. Mein Hirn mag halt noch nicht so. Der hat das immer sehr teuer. Du hast gesagt. wieder gesucht gestern. Was soll ich machen? Na, 3 Bier. Auf die erste Stunde. Bevor du losgefahren bist. Die 4. unterm Wohn. Konzentration brauchen wir ja keine. Ich war unkonzentriert, ich wollte es richtig Du hast 2 halbe gleichzeitig beim Autofahren drücken und nicht abgesetzt. Das war wirklich. Mit dem Bierhelm ist er gefahren. Ich glaube, das käme wirklich, ohne das Jahr Revue passieren zu lassen, als den mit Abstand dümmsten Kommentar je fucking mals. Ja. Ich glaube auch, dass ich selten was Dümmeres in meinem Kanal gelesen habe. Der eine Kommentar durch, da, wo wir durch diese Folge gemacht haben mit diesen Machenschaften, mit diesen. Oh Mann, wie heißt denn das Wort? Ich bin echt. Verschwörungstheorien. Ja, genau. Da war doch auch so ein Kommentar dabei, da wo du denkst, ach du heilige Scheiße. Ich versuche gerade reinzulesen, was da so die Kommentare waren, und der erste Kommentar, den ich lese, der ist vom Quartalizer 5818. Cheeseburgerpreis, sage und schreibe 2,29 €. Ja? So, mega teuer, sag ich doch, das ist. Ist im Ernst? Der hat ja meinen Euro gekostet! Ja, mittlerweile gibt es im Angebot für 3. Oder ich glaube, der Hamburger hat einen Euro gekostet, der Cheeseburger 1,19 € oder so. Wer kauft denn überhaupt Hamburger? Da muss doch immer schon also kein Mensch noch. Niemals kauft man sich Hamburger. Nein, das ist Stimmt, ja. Das ist ja wirklich ein ziemlich druckender Hammes. Da die von der Kartenstreicher den Scheißdreck. Aber Vor allem, was ist das auch für ein peinlicher Hamburger? Sag mal, das komische kleine Mini-Ding da, und dann ist so 0,3 mm Scheiben Fleisch drin und sonst nichts. Und ein Batzal Ketchup mit 3 Zwiebelbrickerl. Nom nom nom. Und dann schreibe ich dann Euro drauf, und haben sie einen hingeschissen. Was kostet ein Hamburger dann jetzt? 1,50 €, 2 €. Der kostet wahrscheinlich genau dasselbe, gerade bis auf den Käse weniger. Ja, der 19 Cent wahrscheinlich. soll ich nicht. 2 €. Ja, wobei, der Käse ist schweineteuer, wenn hat das irgendjemand schon mal erhört hat. Was der Käse kostet. Das ist ein Vogel, Alter. Die kaufen ja immer im Angebot, dann geht's. Ah, du bist ein Genie. Da schreibt aber auch der Hirs kurz danach, also ein gammeliger Cheesy kostet einfach schon 2 €. Nichts mehr mit einem Euro oder Euro 20. Ja, was jetzt? 2,30 € oder 2 €? Vielleicht ist aber der Quartalizer auch aus der Schweiz. Aber dann darf er mit Schweizer Franken schreiben und nicht wo. Ja, was jetzt? Kostet jetzt 2 € oder 2,30 Gehen €? wir überhaupt Auf nicht aus. Lieferando steht es bestimmt. Gehen wir überhaupt nicht aus. Auf Lieferando Was steht haben wir sonst noch? Lieferando, Eigentlich weiß haben wir. nicht. Spielen wir jetzt auch mit dem Handy. Der haben wir jetzt alle mit dem Handy gespielt. Jetzt machen wir mal 10 Minuten Nächste Pause. Kommentare aus live. Ich flog entspannt in Ägypten am Strand. Weil wir gerade was vom Ding, vom Mackie verzeihen, hat man eine Werbung für einen neuen Cookies and Cream Pie. Ja, schau. Das ist ja gut, dass es nur uns zeigst. Ja, Das ist gut, ja, wir können Müsst es selber lesen, wenn es nachschauen. da schaut. Nein. Da hat Michelle schreibt, ich flog entspannt in Ägypten am Strand, höre die Folge, während ich meine Insta-DMs durchschaue. Jupp, auch da wurde Salz gestreut. Danke, Flocki. So bin ich. Hast so du bin wieder ich. ohne geeiert, oder was? Nein, ich hab das doch ihm geschickt. Das war doch die Geschichte, wo ich doch Alle erzählt hast du habe. nicht geiert. Ach so, oh Gott im Himmel, Alter. Die Das war doch kotzt gleich. das. Das war sehr witzig. Ja, super. Ich lache immer noch. Irgendwie hat zum Das war Schluss lustig. hinaus beim Bürger seiner Audioline einen Hall dazu geschaltet. Ich weiß nicht, was da los war. Ich kann so die Mikrofone kriegen, aber ich mittendrin so denke so, noch nicht, mag ich nicht mehr. Und dann And it's gone. ans Zeit versetzt. Ja, ich weiß Mikroschlager. nicht. Ja, Ja, Was ist diesmal das denn? war die Kommentarspalte ein bisschen mau. ja, schade drum. Ja. Schau nicht. Schade drum. Ich
ist aktuell schade drum. Ich hätte gern mehr sehen, Autofahrer-Kommentare. Ja, das ist. Wir müssen uns mehr so Themen, die Leute triggern. Ja, aber Autofahren ist eigentlich die kontroverse oder triggernd oder sonst irgendwas. Ja, doch, gerade eben schon, weil es ja jeder tut und da kann ja jeder seinen Senf dazugeben und ja, du kennst die Autofahrer ein bisschen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, mit dem dass jeder seinen Senf dazugeben kann. Das stimmt, ja. Das ist das Problem mit der Meinungsfreiheit. Geht auch geschafft. Ja, Scharia-Law einführen, bitte. Zumindest ein bisschen, weil solche Leute, die sagen, okay, du hast jetzt gerade Recht auf uneingeschränkte Meinungsfreiheit verloren, du fragst vorher. Du fragst vorher, ob es deine Meinung kundtun darf. Da habe ich gestern ein paar Videos aus den USA vorgeschlagen gekriegt, wo Polizisten versuchen halt Leute zum Fankeln, die eigentlich nichts tun. Und dann geht da einer so vorbei und der zeigt dem Bullen im Prinzip einen Fackfinger. Und das triggert ihn halt wie Sau. Knüppel? Nein, aber Faye hat nicht gefeit und du darfst das in die USA. Ehrlich? Das ist gedeckt irgendwie von der Freedom of Speech. Gut, wenn du zum Bullen so machst, dann ist das... Oder du der Name den er voll. Fuck off, Pig. Shut the fuck up, Pig. Körpersprache ist ja da auch dabei, was schon Freedom of Speech. Das ist lustig, wie lange das die Leute dann wieder aufhalten. Dann diskutiert das der eine Bulle 3/4 Stunde lang, was das jetzt soll. Dann möchte er festnehmen und mit die Handschellen und was weiß ich, was soll ich sehen. Dann fragt der andere noch, der festgenommen wird, ist das der Bodycam? Ja, lauf die, ja. Awesome. Dann holt er den zweiten Bullen dazu extra mit dem Auto, der fragt ihn dann genauso aus. Wenn die Leute dann die Rechtlichkeiten besser kennen wie Polizisten selber, das ist halt schon lustig zum Zuschauen. Da habe ich jetzt so ein geiles Video gesehen, da hat er auch bei den Amis eine Schwarze aufgehalten in der Nacht und sie so, yeah, you just pulled me over because I'm black. Und er so, ma'am, it's night, everyone is black. ja. Aber kennst du das Video von denen zwei, die im Auto sitzen, die vom Polizisten aufgehalten werden, wo dann der eine aussteigt und dann so, fuck you, fuck you, fuck you. Und dann dreht er sich die Kamera um zu seinem Spätzl ins Auto und macht so und im Hintergrund sich so ein Polizist mit einem Knüppel raus und kriegt dann einfach verloren. Darfst nicht. Also der ist, ja. Ja, dem war's wurscht. Dem war's wurscht, ja dann. Dem war's einfach wurscht. Der hat einfach mal hier Knüppel in den Sack hat er mit ihm gespielt. Da war Weihnachten. Bei uns ist Beamtenbeleidigung, wenn du darfst aber gar nichts sagen zu denen. Du darfst denen mal Depp sagen oder so. Was kriegst du denn für Depp? Wenn du einem Polizisten sagst, der Maul Depp. Da gibt's ja, glaube ich, sogar eine Tabelle. Da gibt's ja für Arschloch, glaube ich, ist mehr wie Hurensohn. Oder, also, da gibt's ja eine Tabelle, wie viel kostet, ja? Okay. Da gibt's eine Tabelle. Kannst du die Kommentare schreiben? Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, beim Hip-Hop-Konzert, bla bla bla, so schwuler Hundeführer. Ja. Ich weiß nicht mehr, was gegeben Das ist die schwule Hundeführer. Die schwule Hundeführer. Es bleibt forever eine gute Geschichte. Was aber gleich mittlerweile, weil es hat doch immer geheißen, dass dieses Duzen und Sitzen einen Unterschied macht, aber ich glaube, dass das nicht stimmt. Was ich vor Zeit, da glaube ich vor Zeit irgendwas gelesen. Da ich meine, der kann zwar natürlich sagen, so, Respekt, bla, ich rede mit sie und so, trotzdem du, was möchte dann da? Ja, weil es hat auch immer geheißen, wenn es bei Beamtenbeleidigung, wenn es sie Arschloch weniger geben darf als du Arschloch, aber ich glaube, dass das, ach, so meinst dass das glaube ich nicht stimmt, zumindest habe ich das vor kurzem gelesen. Gibt es nicht auch das lustige Video von der Tier, das ist schon uralt, glaube 20 Jahre oder so. Von der Tür? Ja, von der nicht, du sagst ihm nicht, der steht in der Tür drin, hat den Spalzer auf und dann gingen Polizisten raus, dann mal ja, schönen Tag noch. Du Arschloch. Was war das? Ja, Entschuldigung, Sie Arschloch. Und alle drehen wieder um und gehen wieder in die Wohnung rein. Das Video ist geil. Es ist uralt. Wiederschauen. Das ist uralt. Was meinen Sie noch, dass sie alle anlegen müssen, als ob schon mal irgendjemand gewonnen hätte? Das ist ja das, in dem Moment möchtest du das Nachhidanteln halt. Ja. Bringt da gar nichts. Halt einfach doch, das bringt in dem Moment ja, weil es bringt ein bisschen Genugtuung, so, dass du halt so sagst, es ist mir aber nicht, wenn dann eben dir vor der Kamera zufällt und da drinnen gerade ja, wenn es an der Butthole tasern. Ich glaube, das glaube ich ist so extrem unangenehm, wenn es gibt. Haben die bei uns Taser bis dahin? Ja. Ja, da gibt es doch die Kleinen haben es auch mittlerweile, oder? Ich glaube da wo doch so 2 oder 3 so Dinger, wo die schießen. Ich glaub, ich meine, die Teile, ja, die schießen genau. 2 so Teile in die eine und dann fällst du mir noch so, ich sag. Ja. Ich mir halt den Stecker mit ins Kier treibst. Ich mir halt den Brechstab aus Minority Report. Was verkotzen. Hab ich schauen müssen. Johnny Knoxville ist ja ziemlich immun gegen diese Taserei geworden, gell? Na, echt? Ja, da habe ich einmal vor Zeit ein Video gesehen, wo der ist so viel tasert, hat sich so viel tasern lassen in seiner ganzen Jackass-Karriere, dass das bei ihm nicht mehr so anrührt ist. Komisch. Das letzte Mal habe ich so ein geiles Video gesehen, da waren die Jackass-Typen bei irgendeiner Quizshow bei die Amis und der Dave England hat dann irgendwas falsch gesagt, da ist der Knoxville einfach rumgegangen und hat ihn tasert. Das war so gut. Der Moderator hat dann angeschaut, what the fuck, did you just tasing? Ja. Bei den Videos werden dann ein Haufen so,
in die USA laufen ja Kameras auch in Gerichtssälen ab und zu mit. Und dann haben da irgendwelche Bitches vorm Richter und die werden dann irgendwie verurteilt und wenn denen das nicht passt, dann wird es meistens unterm Gehen und nachher gemalt. Und da ist auch eine dabei, die glaube ich wird 4 oder 5 Mal und come back, bring her back. Stell sie, what did you just say? Okay, kriegst 30 Tage im County Jail. Und kriegt so große Augen, what the fuck is wrong with you? Okay, und nochmal 30 Tage in County Jail. Dann ist Start, geht, mault wieder. Okay, bring her back. Und nochmal 30 Tage in irgendeinem Scheißhaus Jail. Und dann wird es halt wieder gerannt. Ich glaube, das macht er 4 oder 5 Mal und dann ist irgendwie ein halbes Jahr im Gefängnis, bloß weil sie ihr Maul nicht halten kann, wenn sie im Gericht verurteilt wird. Ja, das nennen sie Impulskontrolle. Das ist halt schon krass. Ist das bei uns also du kriegst mit Sicherheit nochmal irgendeine Strafe, wenn du den Richter beleidigst. Das mit Sicherheit. Ja, aber das aber du kannst Geldstrafen. Du kommst deswegen bei uns nicht ins Gefängnis, glaube ich. Nein, Ich weiß nicht, ob er so Tagessätze verteilen kann, wenn du nicht zahlst, dass er die dann sagt, okay, dann kommst du übers Wochenende, weil du es nicht zahlen kannst, dann glaube ich, oder? Ja, aber wenn du dein Maul überhaupt nicht holst, kannst du es irgendwann nicht mehr leisten, dann kommst du ins Gefängnis. Dann gehst du nicht über los. Hat schon jemand einmal ohne geschmeckt ins Gefängnis? Hat schon jemand so eine Scheiße gebaut, dass er dafür ins Gefängnis gekommen war? Nein. Nein. Dann ich auch nicht. Ja, dann ich auch nicht. Nee, tatsächlich glaube ich wirklich nicht. Nee, ich hab nix. Nein, Gefängniswürdig was nicht. Die größte Scheiße, die ich mir gemacht habe, ist die Sprayerei von 20 Jahren. Das ist, glaube ich, der größte Schaden, den ich irgendwann in der Gesellschaft mal angerichtet habe. Ja. Die Leute, die mir gehauen haben, das war kein Schaden nicht, weil die haben es verdient gehabt, die haben in der Gesellschaft ich habe noch nie jemanden so wirklich, habe ich noch nicht. Bin ich körperlich nicht in der Lage, schau mir an. Ich habe halt über einen kleinen Sack gehauen, dann ist gleich rüber. Ja, ich habe was? Messerjocke. Ich habe über diesen komischen Stecker, der so ausfährt und wackelt vorne, keine Ahnung. Das ist ein Dildo. Stell dir vor, du gehst in eine Schlägerei und ziehst so einen 30 cm schwarzen, 10 cm Durchmesser Dildo-Pömmel raus und haust mit dem zu. Und dann brichst du nur am Nosen oder so. Und dann stell dir vor, ich muss der irgendwie. Ja, da steht dann im Protokoll drin. Dildo oder ich hab da mit dem Dildo den Nosenbruch, weil es das Maul nicht gehalten. So, und jetzt zeig mich uns, ob das aus. Traust du nicht. Es gibt auch ein paar so Videos, wo es ist absolut behindert. Mittlerweile gehen Leute für TikTok auf die Straße und fankeln Gangster an. Ja. Also halt richtige. Da wo es halt nicht sagt, okay, ich nehme vorbei, Alter, und der geht an die und fankelt die richtig an. Ja. Der fährt mit dem BMX vorbei oder irgendwie sowas und der geht richtig auf den zu und der Namen und so. Da hab ich gedacht, Alter, der zieht jetzt einfach so genau, also der schießt, bist du behindert. Und ich glaube, der Hanna schon leicht gestorben. Komisch. Und blöd. Aber was lustig war, einer geht zu einem hin, möchte einen Stress so fangen und dann geht der Stress los zum Schlägern und dann zieht er sich einfach seine Hosen aus. Ja, die weiß ich auch. Der hat doch einmal so einen Tanga. Ja, genau, einen Tanga oder einen Borat-Anzug und so weiter. Und dann fangen so und jeder läuft weg. What the fuck? Und dann laufen sie davor. Was soll denn passieren? Das ist so geil. Zum Schlägern abstechen und der Schießen, da haben sie dabei, aber sobald einer mit dem Tanga auf die zugehen, what the fuck? Damit rechnest du aber nicht. Nein. Habt ihr das in der Türkei mitgekriegt? Letzte Woche, glaube ich, war das. Oh, politische 10 Minuten Ding. Nein, gerade noch nicht. Aber das können wir da ausschweifen lassen. In der ersten Liga, da haben sie einen Schiedsrichter geschlagen. Ja, doch. Haben wir gerade vorher, jetzt gehen wir da was zu 10 oder so auf einen Schiri eingestiegen haben. Ja, also machen wir es ein wenig dramatischer zu 10. Man darf zu jeder Geschichte 30% dazu finden. Ja, 10. Genau, 10 Fette. 13 waren es eigentlich. 10 Fette. 13. Und du musst Fette sagen, weil dann ist lustig. Und Hooligans haben von draußen nur Pflastersteine draufgeworfen. Alle. Auch die draußen vor dem Stadion. Ja, die wollten eigentlich eine Schule damit bauen. Naja, in dem Monat ist. Am nächsten Tag gibt's eine Kuschel. Ist dein Hut verloren? Ich hab meinen Hut verloren. Florian, ich deklariere diese Aussage als völlig unerwartet und den besten Witz des Jahres. Ja, aber wenn du das degradierst, dann ist es nicht so gut. Deklarieren. Habe ich deklarieren oder deklarieren? Ich habe degradieren verstanden. Ja, legt mir mal schon. Da wollten sie also gut. Nur mal um zusammenzufassen, die News von der... Die ist mir wurscht. Um die News noch einmal zusammenzufassen, in der Türkei haben 10 fette Spieler auf einen Schiri am Boden eingestiefelt, während draußen von der Tribüne alle Hooligans mit Pflastersteinen geworfen haben und auch vor dem Stadion mit Pflastersteinen, aus denen sie eigentlich eine Schule bauen wollten und den wir finanziert haben, darum gingen uns 17 Milliarden in Deutschland ab.
So, jetzt haben wir die politische Kontroverse. Jetzt passt's. Ich krieg Herzinfarkt, Alter. No. Der kam so unerwartet. Muss nicht rauchen, dann geht's wieder. Kim gleich wieder. Ja, PlayStation-Controller. Rauchen wir endlich erinnern. Da haben wir Aschenbecher. Ja, stimmt. Das Da Gleitschüssel. Aber das ist schon krass, also dass da wirklich den Schiedsrichter geschlagen haben. Das passiert eigentlich Ich habe jetzt immer das Päckchen wenn er nicht gescheit pfeift. mit Pflasterstein, mit Schwiesteiner schmeißen. Was genau wie einfach die Bildung flöten geht. Stein für Stein. Ja. Warum haben sie dann gestiefelt? War ein weiblicher noch kein Kopftiere aufgehört oder was? Nein, der hat einfach, ich glaube, der hat einfach schlecht Pfiffer und danach ist halt der Präsident, das war der Präsident sogar von dem Verein, glaube ich, oder irgendwie so. Also irgendein hohes Tier in dem Verein. Ja, das haben wir mitgekriegt. Das und der hat halt praktisch dem ins Gesicht gehabt, ist am Boden gelegen und dann haben nur 2 andere mit auf ihm eingestiefelt. Und dann haben sie zu dritt praktisch den Schiedsrichter da geschlagen. Ja. Ja, und jetzt ist er lebenslang gespart worden. Der Schiedsrichter. Ja, weil er zugeschlagen hat. Der dumme Pussy liegt ja nicht am Boden und lässt die Stiefel. Ja. Was hat er mal mehr geschafft, seine Hosen auszuziehen? Ja, aber was sollst du da nicht zu sagen? Sprich Das Bände. gesperrt wegen dir gibt's kein Schuh nicht. Nicht wegen mir? Nein, wegen der Schiri ist gesperrt, weil es wegen ihm kein Schuh nicht gibt. Ja, richtig. Aha, schön. Boah, jetzt ist mal heiß, ich muss meinen Pulli ausziehen. Zeig deine Hosen aus, Kim. Fühl dich wie zu Hause. Zieh den BH aus, wenn du willst. Was steht da? Two Finger Records. Finn Kliman, tatsächlich. Tu mir den Ärmel da, oder schaust du wieder aus, Kim jetzt nicht. What? Spaß. Ja, Jetzt es geht's gleich Fett weiter, staut sich irgendwann nie weiter, dass das nur am Zaun ist. Ja, machst du so. Wenn du zusammenschiebst. Schaut gut aus. Nice. Wieder hat das komische Was Bild habt ihr denn eigentlich drin die Woche? Keine Ahnung, holst du heim? Habt ihr das komische Reel gesehen von dem einen, Was du so, drin hast, mal die Frage! Ja, das Reel so geschaut, das Reel so geschaut. Herzlichen Glückwunsch. das ganze Wochenende Reel so geschaut, wo dem einen, der sich da so ein Ohr rein tut und dann spannt er uns. Ja, ja. Alter, was, wo dann so geil, so Weiberleute, die sehen hier Steckerl-Ohren Ja, die macht so. Das ist lächerliche Kasperl-Cape. Ich war beim Penninger. Blutwurz testen, oder was? Ja, allgemein so, da hat er mehrere gezeigt und da ist so vom, ich bin ja alle im Hardline Filmfestival in Ringsburg und da gibt es einen Filmverein und da gibt es eine Klassenfahrt einmal im Jahr und die geht über zum Penninger. Da ist dann Essen, dann gibt es so 2 Kassetten zum Anschauen und dann gibt es halt da ein bisschen so Verköstigung. Das war am Sonntag das erste Mal, dass ich seit langem mal wieder ein bisschen einen Kater gehabt habe, voll durcheinander. Weißt du, es war gerade so eine Stunde, ist mir mal schlecht gegangen, aber wenn du da von, was weiß ich, vom Eierlikör bis zum Whisky, alles was dazwischen probierst, dann kennst du das. Bei uns ist das Ritteressen ausgefallen, weil ein halben Meter Schnee und keiner kommt aus dem Hof raus. Immer noch. Hättest du draußen gewartet? Jetzt nicht mehr. Hättest du draußen gewartet? Dann machst du nicht das ist Florians Pro-Tipp, lass es Schnee schaufeln, einfach bleiben, stell dich einfach schon ja, wenn du weißt, dass du schneist, stellst dich vor der Einfahrt hier und wartest einfach. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Wartest. Was darüber? Na, wir waren mal am Freitag mit dem Anzug unterwegs. Hab ich gesehen? Boah. Wir haben so gesoffen. Ganz was Neues. Florian hat wieder hakenvoll das ganze Wochenende lang. Leck mich am Arsch. Der Kerl. Leck mich am Arsch. Wir haben mich dann mit Maxi nur zerstritten auf die Nacht. Das war ganz witzig. Geschlägert. Na, wir haben uns zerstritten. Dann sind wir uns aus dem Weg gegangen und am nächsten Tag in der Früh haben wir uns dann geschrieben, ja, was war gestern? Ja, keine Ahnung. Ja, ist wieder alles gut? Ja, klar. Wir wussten nicht, warum wir gestritten haben. Das war witzig. Habe ich mich jemals so richtig mit jemandem gestritten in einem Männerfreundeskreis? Im Suff jetzt oder allgemein? Allgemein und im Suff. Ja, ein einziges Mal. So richtig, so das Forever Ending. Aber sonst nie. Das gibt es eigentlich so nicht. Oder? Unter Mana gibt es sowas nicht. Ja, das gibt es oft. Ja. Ich weiß da so. Ich bin also auch so ein scheiß Hurensohn, solchen Sachen. Ja, ich weiß da so eine Örtlichkeit, also da machen das die saufen dann wieder echt und dann streiten sie und schlagen sie fast oder schlagen sie echt und dann am Schluss warnen sie und sind wieder gut. Nein, das ist passiert. Hä, wo? Da lege ich jetzt einfach das Wort Opferbecken Simbach in den Raum. Nein. Da kann ich mir das vorstellen, dass das gang und gäbe ist und irgendwie sowas wie ein inoffizieller Fight Club. Nein, tatsächlich nicht. Das macht keinen Sinn irgendwie, keine Ahnung. Nein, das macht ja keinen Sinn, aber ich habe das schon oft live miterlebt und habe mir gedacht, das macht keinen Sinn. Nein, macht's ja nicht. Nein. Aber da hätte ich jetzt gerne mehr Informationen, aber ich glaube, das kann man nicht. Nein, das kann man nicht. Schade. Ja, Schade Marmelade. Ich verzeihe euch dann noch. Das hört sich gut an. Ich kann mal kurz Mikros ausstecken. Oh, ja. Heute mit zu. Ein paar Minuten. Heute mit zu, keine Ahnung. Leg mir ja. Das sind die Geilen, die sie im OWO streichen und dann umeinander streiten untereinander.
Geile Affen. Was erzählen wir halt von unserem politischen Fachwissen ein bisschen, so die 10 Minuten, damit es was zu streiten gibt? Wir könnten über die Schulen in der Türkei debattieren. Da habe ich irgendwas gelesen. Unsere Maskentante haben sie jetzt halt verknackt für 4 Jahre, oder? Das war eine Politiker. Ist eine Politikerin oder Tochter von Politiker? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aus Bayern. Habe ich nicht mitgekriegt. Da war wegen der Maskenaffäre mit Corona und so weiter. Ich habe es nicht genau verfolgt. Ich habe nur eben jetzt die Schlagzeile gelesen, dass die 4 Jahre und 5 Monate, glaube ich, gekriegt. Aber ob es eine Politikerin war oder Tochter von Politiker, weiß ich jetzt nicht sicher. Das heißt quasi, sie mitgekriegt. Habt ihr es auch nicht? Wollt ihr jetzt fragen, ob sie was mitgekriegt? Nein. Fix Mari. Ja, das hört sich für mich schon wieder so, da haben ja viele größere Viecher Dreck am Stecken wahrscheinlich mit der Scheiße. Jetzt schicken sie irgendeine Viere, die Kasane kennt und ja, irgendjemand. Kliman. Es war also geil. Und dieser geil, eigentlich mein größte, wie soll ich sagen, Affäre? Affäre war mit am Spiel. Mit The Day Before. Das ist eigentlich, glaube ich, der größte Gaming-Skandal, den ich so jemals vorher gesagt habe. Super gemacht, gut gemacht. Boah, hast du gesehen, hat gezaubert. Da hat Abi und wieder auf. Und jetzt was voll. Ja, wir haben einen Schnitt gehabt, eigentlich habe ich eingebrunst. Koni der Magier. Aber eigentlich bin ich doch der Zauberer. Koni. Oh krass, Alter. Das ist mir lecker. Kind of Magic. Das ist Black Witchcraft. Ja, erzähl jetzt weiter von The Day Before. The Day Before hat das irgendjemand mitgekriegt. Ja. Und zwar alles. Nicht alles, aber ich habe mitgekriegt, dass es ein Riesenhaufen Affengacki war. Das ist darum so ein riesengroßer Skandal, weil das Ding schon vor 5 Jahren so angekündigt worden ist, mit Trailer, die damals schon super awesome ausgeschaut haben. Also wie Cyberpunk. Nein, in Cyberpunk hat einfach nur ganz gravierend auf die Konsolen nicht funktioniert, am PC auch nicht gescheit, aber besser wie auf der Konsole. Also und da war ein Fundament da. Man hat ja gesehen, so ja. Über die türkischen Schuhe. Da ist was Sturm nicht davon geschmissen. Da haben sie schon mal abgerissen und umeinander geworfen. sondern It's so funny because it's true. Auf alle Fälle haben es 5 Jahre lang erzählt, ja super, Open World, Survival MMO und keine Ahnung und voll die krassen Trailer hergezeigt, leider völlig ausgerast und es war das meist gewishlistete Spiel auf Steam. Und das heißt was. Und dann ist das Spiel gekommen und das war eine komplette Verarsche von vorn bis hinten. Was war jetzt eigentlich da alles genau los? Ich habe nur mitgekriegt, dass das immer eine komplette Verarsche ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. IGN hat ja am Chef gesagt, diese wohlwollende Kritikerseite hat ja auch gerade einen von 10 Sternen gegeben. Ja, also das war einfach nicht vorhanden, das Spiel. Du siehst zum Beispiel in einem Trailer, da schleicht jemand in so ein verlassenes Geschäft rein und lootet da umeinander, durchsucht jedes einzelne Schrankerl, kannst reinschauen, ob da was drin ist und so weiter. Dann merkt er von draußen, wenn einer schaut, oh, da kommen 2, er versteckt sich in dem Geschäft, die sehen, wie die anderen 2 reingehen und dann geht da ein Kampf los und dann wirft einer Granaten rein, dann haut das ganze Gemüse durch die Geschichte durch mit Physik-Engine und was weiß ich. Und dann gehst du in das Spiel rein. Dann gibt's gar kein Gemüse. Oh! Exakt. Ich raste aus. Da haben keine Objekte in die Läden. Du kannst in einem Laden maximal 1 oder 2 Objekte durchsuchen. Das ist kein Open World nicht, sondern das ist eine kleine Karten, die niemals größer wird. Dann ist die Karten nicht selber gemacht, sondern aus einem Asset-Shop für $300 gekauft, was der Ersteller von der Karten auch auf Reddit noch gesagt hat, das Objekt ist da draus, das Objekt ist da draus und das Ding kostet €300, nachweislich. Du kannst Asset. In die Trailer 6 dann wieder so Zombie-Horden nachlaufen und die da voll reinballern und du denkst, wow, geil, und der geht dann in ein Gebäude ein und da ist stockfinster, er leicht mit der Taschenlampe in die Räume ein und stehen dann da lauter Untote halt drin, die bloß, okay, mach ja keinen Mucks, was sonst bist du hin. Das ist wie die Szene aus einem Legend. Ungefähr. Und dann renne ich da eine halbe Stunde auf der Map umeinander, weißt du, wie viele Zombies das ich gesehen habe? 4. Halbier das. 3. Und 3 stimmt tatsächlich. Ja. Mathe. So, ich hab 3 Zombies habe ich erschossen, 3 Spieler habe ich erschossen, kein Trefferfeedback, nix. Einfach nix. Ich weiß gar nicht, und es fight noch so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Spielst du damit gegen andere Spieler? Oder ja, genau. Also du kennt ihr Escape from Tarkov? Nee. Du schon, weil mit dir habe ich es einmal gespielt, es war eine klägliche Scheiterung. Ja, kläglich, ja. Es ist ein Extraction-Shooter. Du kommst auf eine Map, da laufst du umeinander, lootest und dann gehst du zu einem Extraction-Punkt, wo du von der Map wieder runterkommst. Und Ziel ist halt, Loot auszubringen, bevor du erschossen wirst. Und genau das war The Day Before. Das heißt quasi nichts MMO, nichts Open World, es ist ein Extraction-Shooter, ihr Vollidioten. Nur ziemlich schlecht auch. Es gibt keinen Loot, es gibt gefühlt 5 Waffen, alles schaut total beschissen aus. Die Steuerung ist eine furchtbare Scheiße, dass du einen Vogel kriegst. Du kannst nicht vaulten. Was ist vaulten? Wenn du zum Beispiel an so ein Kleiner hingehst und drückst Springer, dann springt er so drüber. Geht nicht,
Du kannst, das heißt, wenn das ist also eine behinderte Sache, wenn du davor stehst. Ja, genau, und sprichst und laufst gegen unsichtbare lauter so Sachen. Und das war halt alles geil. In die Trailer ist das alles hergezeigt worden. Da rennt der Hombi-Zorden hinten nach. Oh, und er wollte dann so über Sachen drüber und schießt wieder und was weiß ich, alles schaut super awesome aus. Nichts davon ist im Spiel. Nichts. Das war vor über 2 Jahren schon in die Trailer drin. Und dann reden die sich irgendwie aus, sie haben in den letzten 5 Jahren, ja, es tut uns so leid, dass wir euch enttäuscht haben. Wir haben die letzten 5 Jahre da all unsere Zeit und Blut und Schweiß und Tränen eingesteckt. Dann bin ich so da gewesen, mich ziemlich bloß dafür behindert halten. Ja, in die Trailer hat er gemeint. In die Trailer, ja. Du hast es ja falsch verstanden. Ja, wahrscheinlich. Jetzt macht's da alles so ein Ding draus. Und jetzt bricht halt über den einen Shitstorm herein, dass du einen Vogel kriegst. Und die Antwort auf Twitter von dem Entwickler, Ex-Entwickler, ja, stimmt nicht ganz. Können wir gleich dazu. Von dem Twitter ist so, wegen Ex. Ja, Leid, sprichwörtlich, ja, Leid, shit happens. Also, was? Kann man sich mal vertun, 4 Tage später haben sie angeblich geschlossen, weil pleite. Da hat sich ja jeder schon gedacht, ja gut, es war ein kurzer Spaß. Und dann ist 2 Tage später aufgekommen, die haben sich überhaupt nicht pleite gemeldet, sondern die haben einfach bloß eine Firma umgenannt in einen alten Firmennamen, den keiner kennt. Also sie sind immer noch da. Und ja, ich glaube 50% Refunds. Das bedeutet, ich glaube 200.000 Mal ist verkauft worden und 90.000 Mal ist zurückgegeben worden. Das habe ich noch nie gehört, noch nie. Dummerweise ist immer noch 110.000 Mal verkauft worden dann, um 40 Euro. Dann kannst du ungefähr ausrechnen, was das Kohle ist. Und ich hoffe, dass irgendjemand hergeht und die wegen Irreführung, wegen irgendwas aus dem Leben verklagt. Also sowas habe ich noch nie gesehen, noch nie. Sowas ist echt der Frechheit. Krass. Ja. Das habe ich noch nie gesehen, also brutal. Schnelles Geld gerochen. Ja, und es war ganz gezielt die Verarsche. Also das muss wenn die Trailer wirklich so viel versprechen und dann ist gar nichts da und dann arbeitet, was tue ich da 5 Jahre an dem Scheiß? Die haben, wie gesagt, die Trailer haben so gut ausgeschaut, dass die ganze Gaming-Community ausgerastet ist und das Spiel gewishlistet hat auf Steam. Das so oft wie noch nie vorher. Da sitze ich da und denke mir so, hoffentlich sagt das ein anderer guter Entwickler, nimmt das Spielprinzip und macht es ihn gut. Ja, das war gut. Und was auch ganz lustig ist, weil ich vorher ja gerade gesagt habe, die haben 5 Jahre lang da Blut, Schweiß und Tränen eingesehen. Es gibt einen, der macht gerade ein Spiel, eine Person. Das heißt der Day After. Und der tut seit 2 Wochen, mittlerweile jetzt seit ungefähr 3 Wochen da ohne und ist fast genauso weit wie das Spiel letzte Woche am Donnerstag war. Geil. Da bin ich da gesessen und ich halt doch dein Maul. Ja, der steckt halt auch seine Tränen und seinen Schweiß da rein. Ja. Gleich veröffentlichen nächste Woche. Schwanz. Dem gebe ich noch lieber mein Geld als den Trottel. Ja, eigentlich müsste das so einen kleinen Ticken besser machen. Zum Beispiel so Plusvolten. Und dann einfach sagen, ja genau, okay, ich bin alleine, ihr seid 100 Leute da drin. Fucking! Das ist auch sowas, wo ziemlich umeinander gepimmelt wird. Man weiß nicht, wo die arbeiten. Die sitzen in Singapur und dann hat sich so ein Singapurer Gaming-Journalist hat sich gedacht so, Schauen wir mal. Schau mal, da kommen wir jetzt einfach mal vorbei, schauen wir mal, wo die, bla. Dann fährt er da so hier an die Adresse, dann ist es bloß irgendein so Working Space Office, da ist gar keiner. Das ist jetzt, glaube ich, der Typ, der mein Facebook gehackt hat. Wahrscheinlich. Drecksack. Und ja, dann habe ich mir auch gedacht, ja toll, gut gegangen, passt, gut gegangen, leck mich am Arsch. Ne? Kurve. Es gibt noch nicht einmal Nahkampf. In einem Zombie-Open-World-Ding gibt es nicht irgendwie einen Baseballschläger, wo ich zuhören kann. Du kannst nicht zuhören. Wenn du keine Waffen nicht hast, kannst du nicht mehr so machen. Okay. Ja gut, aber das ist ja klar. Das ist realistisch. Wie geil sie die Zombies verhalten, ist allergeilste. Du kannst vor die Zombies rückwärts einfach davor gehen. Du gehst so rückwärts, die läuft auf die zu, du gehst rückwärts, dann bleibt er vor dir stehen und währenddessen er aufzieht und zuhaut, bist du, wenn du einfach nur rückwärts gehst, schon wieder weit genug weg, dass er dich nicht trifft. Das heißt, wenn dir 8 Millionen Zombies hinten noch laufen, kannst du einfach rückwärts davor laufen. So, aber dafür kannst du nicht so geil dumm. Es ist so geil. Immer so ein Mexican Standoff, kann passieren. Und dann habe ich auch ein paar so Videos gesehen, das habe ich nicht zusammengebracht, weil man ja nicht wollen kann. Ich wollte auf ein Auto aufspringen, um zu schauen, was die Zombies so für eine Wegfindung haben und was passiert. Das Lustige ist, Zombies können auch nicht wolten. Das heißt, du stehst dann auf dem Auto rum und der Zombie unten läuft so gegen das Auto. Es ist so geil schlecht. Es ist so geil schlecht, dass der Wahnsinn ist. Und so richtig deutlich wird es, weil ich momentan parallel dazu im Stream The Last of Us 2 spiele. Und das kannst du auch mehr ausprobieren, ob du da auf dem Auto vor die Viecher versteckst, recht lang. Da wirst du, geht so, ja. Das ist, da haben sie jetzt den Online-Ding jetzt komplett gecancelt. Das habe ich gestern gelesen. Da haben sie jetzt komplett gecancelt, leider. Das ist, den Last of Us Online-Multiplayer. Das ist ja schon in der Mache gewesen, seitdem der Last of Us 2 irgendwie released war. Da haben sie schon gesagt, sie arbeiten also ein Jahr oder 2, glaube ich, schon gearbeitet. Aber das haben sie mir gesagt, dass Qualität für ihre Singleplayer nicht garantieren können, wenn sie so viel Manpower in den Online-Ding einstecken müssten. Darum haben sie gecancelt. War zumindest heute das Statement, was ich gelesen habe. Das ist interessant. Das heißt für mich indirekt, sie arbeiten an The Last of Us 3. I hope so.
Ich mag Es ist Naughty Dog, gell? Möchte wieder öfter traumatisiert werden. Oh. Ja, Last of Us traumatisiert dich. Das ist Achtung, Spoilergefahr, aber ich werde es nicht detailliert auswählen. In den ersten 3 Stunden oder nach 2 Stunden bin ich da gesessen und habe mir gedacht, fickt euch. Alter, fickt euch, seid ihr nicht ganz sauber? Und beim ersten Teil war es nach einer Viertelstunde schon, dass du gesagt hast, was soll das? Was soll das? Ja, steht, oder nach 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, Viertelstunde. So jetzt. Ja, ganz großes. Ich möchte nicht das. Ganz gutes, großes Spiel. Ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte, bis sie kurz vor der Hälfte, ich weiß nicht hundertprozentig, aber also wurscht. Das ist, ich tue mich immer so hart mit der Gamepad-Steuerung. Ich komme mir vor wie ein Vollidiot. Ich spiele seit 30 Jahren Computerspiele. Seit 25 Shooter. Und ich bin so mittel bis obere Mittelding, wenn ich einen guten Tag habe. Und da renne ich umeinander wie der größte Lost Vollidiot, weil ich nicht zielen kann, weil ich nicht. Das triggert mich so hart. Schöne Grüße an den To, wenn der PlayStation Controller am Ende von The Last of Us 2 hieß, kriegst du einen neuen. Spaß. Aber den mit Spider-Man-Optik für 180 € mittlerweile. Ja, 180 €! Ja, weil er ausverkauft ist. Ja, der auch 80 € gekostet, aber jetzt wird hier wieder ordentlich abgezogen. Zu Recht. Ja, freilich. Wenn du schnell gut bist, du Vollidiot. Ja, ist so. Kauf ich mal 10. Verkauf dann deine überteuert. Wann könnte man nämlich? Ja. So, zurück zum kontroversen Politikthema. Was haben wir noch? Außer dem Maskenskandal. Schulen in Türkei? Nein, die haben wir nicht. Ich habe gelesen, dass man, ich weiß nicht, ob es schon beschlossen ist oder ob man darüber diskutiert oder ob das irgendwann demnächst in Kraft tritt. Irgendwie schickt Türkei, glaube ich sogar. Die Imame. Ja, genau, die Imame zu uns. Ja, anstatt uns Edamame schicken. Ja, Edamame, geiles beste Zeug. Edamame. Eder was? Edamame. Was ist Edamame? Mein Gott, das ist das 3. Mal, dass wir gleichzeitig was sagen heute. Wir sind richtig toll, Leute. Ja, lutscht euch gegenseitig unter dem Tisch und schwach. Das mal nicht unter dem Tisch, das sollen sie alle singen. Okay, die nächsten 10 Minuten sind nur auf Only. 10 Minuten, genau. wie witzig ist das? Ja, du musst die Jetzt gehe ich noch duschen. Die nächsten 25 Sekunden. Beide wieder anziehen, duschen, was weiß ich. Die nächsten 25 Kuscheln. Sekunden finden auf OnlyFans statt. Mit Kuscheln. Cut! Genau. So, das haben wir wieder. Für Teufel, ich riech's bis daher. Ja, das habe ich auch gelesen, dass die jetzt Und, bei... genau, und jetzt bestehen sie drauf, dass diese Imame bei uns ausgebildet werden. Ja. Alter, mir reicht's jetzt da nicht. Sag das, was ist eine. Mir reicht einfach, dass die überhaupt da was soll die Scheiße? Das dass die ich bei auch uns gewusst, da irgendwelche Scharia-Trottel ausbilden. Habt ihr einen Vorschlag? Ja, ich glaube, eigentlich sind ja die zum Beten da für die Moscheen, oder? Das sind ja eigentlich die, wenn ich es richtig sehe, sind so eigentlich die Pfarrer, oder? Vorher. So wie ich das verstehe, ja. Genau. Und ja, ich fand das auch irgendwie, als ich das gelesen habe, dass die da ohne irgendwie, ich weiß ja nicht, ob das dann irgendwie kontrolliert wird, was die da eigentlich dann predigen und so weiter, das ist halt dann auch so vielleicht manchmal fragwürdig, ich weiß es nicht. Mich würden einmal die Umfragen interessieren, die habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, wie viel von diesen Muslime-Leid eigentlich gern die Scharia da hätten, anstatt dem deutschen Gesetz. Und ich glaube, das sind gar nicht mal so wenige. Ich hätte schon gern das Kalifat. Ja. Alter, wir sind mal Männer, wir sind mal Hetero-Männer, wir sind immer die Gewinner. Ja, so ganz Unrecht hat er da nicht. Wir sind immer die Gewinner. Ja, das stimmt, so ganz Unrecht hat er dann nicht. Und dann hier geil Polygamie, Alter. Ja. Richtig geil, 15 Weiber auf einmal wegflanken. Ich würde schon mal, mir würde eine reichen tatsächlich. Bin ehrlich, mit der Toniker, die nicht aus Plastik ist. Ich konvertiere in jeden Scheiß Glauben, ist mir wurscht, solange ein Haufen Ischen wegflanken darf. Habe ich auch was gelesen, das war einer von denen, ich glaube in England, straight zu einem Interviewer sagt, wenn er kann, da davon Haus, also wenn die Muslim Rights, bla bla bla, gehen sie von Haustier zu Haustier, fragen die, was von einem Glauben du angehörst, versuchen die dann zu bekehren, und wenn du das nicht tust, wird da einfach der Kopf aufgeschnitten. Also herzlichen Glückwunsch, können wir die bitte alle nehmen und... Jetzt auf, dass man den Kopf abschneidet, das muss ich. Ja, warum immer gleich... Warum nicht einfach in den Kopf schießen, dann ist das gleich vorbei. Ja, Knackschuss, gespielt nichts. Ja, irgendwie so. Warum muss ich der mit einer rostigen Machete mir über den Kopf abschneiden, was sind das? Das mag ich nicht. Ja. Das ist schon eklig. Das ist unangenehm, glaube ich. Ja. Das ist unangenehm, ja. Ich glaube, da kannst du mal jetzt nicht viel schlimm. Ja, wenn wir uns so wenn wir eine Zeitmaschine hätten, wir könnten uns so 600 Jahre zurück teleportieren, dann darf man es jetzt gut finden. Du brauchst doch gar keine Zeitmaschine, du brauchst gerade ein Flugzeug. Was? Das heißt quasi, eine Lufthansa 747 ist sowas wie eine Zeitmaschine. Ja. Wenn du nach Südosten fliegst. Du musst dann nicht 600 Jahre reisen, sondern 600 Kilometer.
These are the same picture. 600 Jahre, 600 Kilometer. Bei 700 Kilometer glauben wir noch nicht, glaube ich, wie viel Hansen, weiß ich nicht, 4000? Ist doch mir wurscht. Ja, ist doch mir wurscht. An sich so, weil zu dem Thema, was ich jetzt gelesen habe, ich fand das ein wenig, erschreckend, dass so wirklich so woanders ausgebildet wird und das bei uns predigen, ohne dass man weiß, was die da eigentlich lernen und machen. Darum finde ich den Hintergedanken, dass sie dann sagen, wenn sie das bei uns machen, werden die bei uns, ich glaube, wir müssen ja dann auch eine Prüfung ablegen, oder also eine Prüfung von uns, die von uns vorgegeben wird, mit Fragen, glaube ich, zu den deutschen Werten und so weiter. Die müssen praktisch unsere Werte da mit vertreten, dann ohne... Ja, aber jetzt stell dir doch das einmal vor. Wir haben ja auch irgendwann einmal in die Schule gegangen und wenn man da einen Fragebogen kriegt, den man auswendig lernen kann, dann verschreibe ich da natürlich eine, was sie hören wollen. Ja, das schon. Und dann gehe ich wieder in mein was weiß ich, wo die umeinander wuseln, auf meinen Teppich auf und verzeihe aber das, was ich eigentlich verzeihen will. Ja, das kannst du natürlich immer machen, aber du hast ja trotzdem immer noch Religionsfreiheit. Und deswegen finde ich es aber halt, also ich finde es halt dann, wenn man es schon eben diese Religionsfreiheit hat und die das bei uns machen darf, dann finde ich es ganz gut, dass das Leute sind, die bei uns aufwachsen, die bei uns das dann lernen, die dann ein bisschen so das mitbringen und halt dann nicht irgendwas komplett entgegen unserer Kultur und unsere Werte da vermitteln. Das fand ich halt wichtig, weil es soll ja miteinander sein. Alles in dieser Religion ist gegen unsere Werte. Ja, nicht unbedingt, das stimmt nicht, weil der Koran und der Islam eigentlich keine kriegerische oder sonstige Religion ist, sondern das ist einfach eine Auslegungssache von den ganzen Extremisten, die das machen. Prinzipiell war es auch eine friedliche Religion. Oder ist eine friedliche Religion. Ja, aber warum haben sie es denn dann nicht? Es sind ja nicht, also man müssen wir auch mal ein bisschen runtergehen vom Gas, es sind ja nicht alle. Ist richtig. Es sind, wie viel gibt's denn und wie viel fallen nicht so extrem negativ auf? Das ist halt das Hauptproblem, diese extremen, die da so distanziert sind von den anderen, keiner von denen. Es sind ja nur Demos auch von Islam. Es sind nur Demos auch, zum Beispiel bei dem... distanziert davon. Nein, also als die Hamas-Attentate da jetzt waren, war es nur... Das ist wieder Terrororganisation, das ist noch mehr Schritt aber weiter. Das ist ja, das meine ich, da hat es nur Demos auch von islamistischen Leuten gegeben, die dagegen waren, die für Frieden demonstriert haben. Und warum helfen denen nichts? Ja, du musst halt, was weiß ich, welche Medien, dass du dir anschaust, aber... nur die Bild. Wenn du normale Medien... Welt ist halt auf dem Springer Verlag aus, also es ist auch nicht unbedingt die richtige. Was ist denn dann die richtige? Die ganz normale öffentliche Medien. Da kriegst du alles mit. Lauf da auf, ich sehe gar nichts davon. Ja, da wird man auch nur immer den ganzen Tag dieser Hamas-Scheiß eintritt. Ja, aber wenn du dann behindert davon. Wenn du ein bisschen liest, dann kriegst du auf alle Fälle nur mit, dass das eben nicht nur, also dass das nicht alle Terroristen wie die zum Beispiel sind. Mit den Weibern umgingen. Ja, aber das machen ja auch nicht alle. Über uns wohnt ein türkisches Pärchen. Das sind das sind ganz normale Leute. Was soll ich da sagen? Der schluckt's nicht, zumindest kriege ich nichts mit. Da passiert es ja nur, dass ich unten noch mit zuhau. Aber ja, natürlich. Das ist generell richtig. Aber dann ist halt dann wieder diese Auslegungssache, weißt du, wie die damit leben. Es gibt ja genug, die sagen, wie sie es richtig leben kann. Was der man zum Beispiel mit denen, die kurz nach dem 7. Oktober auf der Straße waren, was tust du mit denen? Je nachdem, was halt demonstriert. Die sprichwörtlich feiern, dass da unten Leute geschlacht werden. Ja. Was tust du mit denen? Die haben jetzt gerade von der Religionsfreiheit gedeckt. Und von der Meinungsfreiheit und von der Demonstration. Ja, eben nicht. Es ist ja schon mal dann strafbar gemacht worden, dass diese Pro-Palästina-Demos, die antisemitisch sind, da sind ja nur eingesperrt worden oder beziehungsweise verhaftet worden und so weiter. Ja, aber rennen die dann nicht, wenn's ganz klar offensichtlich ist, dass das Hamas Pro etc. ist. Aber wenn die einfach da stehen mit der Palästina-Flaggen, passiert ihnen gar nichts. Ja gut, Palästina-Flagge selber ist ja nichts Strafbares und nichts Schlimmes. Wissen wir doch alles, wenn die da stehen, warum sie da stehen. Sie sagen es halt nicht, weil sie wissen, wenn ich das jetzt so sage, ja, nicht dann bin ich eingesperrt. Haben wir wieder so, ich fülle einen Fragebogen aus, was sie hören wollen, aber eigentlich denke ich mir, du weißt schon was. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles über einen Kamm scheren. Das ist einfach, du kannst halt die da stehen, aber sauber schere ich die alle über. Ja, aber es ist halt nicht richtig. Aber sauber. Es ist aber halt einfach nicht richtig. Weil nicht jeder pro Palästina sofort pro Hamas-Terror ist. Und anti-Israel oder sonst Dinge. Das ist halt einfach ein Schwachsinn. Das ist halt dann, da sitzt man dann nicht zu dem Wirtshaus und können wir uns AfD-Parolen auf den Kopf schreiben. Ja. Was das bei den Leuten, die sich da dazustehen, das ist genau umdreht wie jeder, der auf einer AfD-Demo ist, ein Nazi. Das ist genau das Gleiche. Nice nicht, weil Palästina einfach nur alles ein Land ist. Die stehen ja nicht mit Hamas-Flaggen da, sondern erstmal mit einem Palästina. Und Palästina ist ein normales Land. Das habe ich gesehen mit der komischen Araber-Grären Dingsbums, irgendwas Araberschriftflaggen, wo mehr als jede zweite drin war. Das sind halt wieder andere, die sind ja, aber dann kennen doch die das nicht meinen, die kennen doch sagen,
Ja genau, die sollten sich distanzieren, natürlich. Ja, aber sie gehen nicht, sie stehen im Haufen drin und brüllen. Ja, das war das gleiche mit den Impfgegnern, die demonstrieren und mit den ganzen AfD irgendwelche Nazi-Parolen umgeschrieben haben. Da hat auch keiner was gesagt, oder? Da hast du dich nicht aufgeregt. Was nochmal? Also jetzt ein Impfgegner-Demos damals war mit der AfDler, da ist das kein Thema geworden. Warum stehen die mit Nazis drin und schreiben Parolen von denen mit umeinander? Natürlich ist sie da genauso aufgeregt worden. Wieso gingen die da nicht raus davon? Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir uns da so aufgeregt haben. Und jetzt dieses Thema, wie gesagt, gerade weil es islamistisch... Vielleicht check jetzt nicht ganz. Ja, weil es genau das Gleiche ist. Weil du halt alle über einen Kamm... mit Nazis zu tun. Weil du alles über einen Kamm schießt. Nein, es hat nicht Corona mit Nazis zu tun, sondern es geht um die Demos, von denen wir gerade reden, von den Leuten auf Demos. Und wenn auf Impfgegner-Demos irgendwelche Nazis mitmarschieren... Ja, das geht jetzt nicht, das ist mir wurscht. Ja, aber es ist genau das Gleiche wie diese Demos. Doch, ist schon. Nein. Doch. Nein. Natürlich ist es ganz klar das Gleiche. Weiß nicht, dann bei der Corona und bei den Nazis, also vor 70 Jahren ja, aber ihr seid Leute den Kopf abgeschnitten worden. Das hat doch auch, es geht doch jetzt gerade um die Leute, die auf die Demos sind. Ja? Ja, du schwenkst komplett woanders hin. Es geht um Leute auf Demos, damit die falschen Leute spazieren können. Ja, genau. Und das hast du damals gehabt, da hat sich keiner beschwert, da ist nichts gesagt worden. Da ist und jetzt der Fernsehen voll davon, da haben überall Nazis. Wir reden jetzt nicht vom Fernsehen, wir reden jetzt für uns gerade, was wir da reden. Dass alle über einen Kamm geschert werden. Und das ist da nicht gemacht worden, als wir da über solche Themen geredet haben. Da haben wir das nicht gemacht. Und jetzt hat schon. Und das ist halt für mich dann ein bisschen. Corona-Demos geredet. Ja, wir haben uns schon öfter mal drüber unterhalten. Und da ist sie nicht so drüber beschwert worden. Und deswegen finde ich es ein bisschen fragwürdig, wenn jetzt da diese Menschen über einen Kamm geschert werden. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, gut, das ist dann der Klassiker, dass man es nicht erinnern kann. Aber, ja, das ist auch der Klassiker, irgendwas zu erfinden, an wo ich mich wahrscheinlich nicht mehr erinnern kann. Fakt ist halt, was gesagt worden ist. Und das ist jetzt genau das Gleiche. Gesagt? Ja, eben nichts zu denen Leuten. Wieso sollte ich denn auch? Weil sie da genauso beschwert. Weil es mir da einfach wurscht ist, da sage ich nichts dazu. Ja, und warum ist da nicht wurscht, wenn es andere Leute sind? Weil sobald das mehrere sind, wenn wir eine richtige Scheiße am Arschloch haben. Das ist natürlich... Ganz einfach. Ja, ich weiß auch nicht, ob man da nicht... Genauso dieselbe Scheiße haben wir, wenn da fünf Nazi-Trottel umeinander laufen und dann anfangen Leute zu vergasen. Natürlich. Ist mir auch klar. Ja, man sollte halt, wie gesagt, es geht mir jetzt halt einfach um dieses über den Kamm scheren. Das ist halt einfach falsch. Alle, die in dieser Demo drinstehen und zwischen den Fahnen stehen, haben kennen für mich gleich. Das ist so schön dickköpfig. Das ist so schön. Haben für mich alle gleich und können alle aussetzen und weg damit. Sofort auf der Stelle. Die Nazi-Trottel, die da umeinander laufen, das ist unser Problem. Ja, die kennen auch mit. Ja, natürlich, sicherlich kennen die auch mit. Natürlich. Ich dachte, da werden dann alle miteinander fortfahren. Das ist mal cool, wenn die gleich sitzen. Am Ende des Tages ist ja pro Palästina, nicht gleich pro Hamas. Und das ist genau das Problem bei dem ganzen Thema, dass halt viele sagen, wenn einer sagt, er ist pro Palästina, dass ihm automatisch diese Unterstützung von Hamas unterstellt wird. Und das stimmt halt einfach nicht. Und auch nicht automatisch unterstellt wird, dass er Anti-Israel ist oder sonst Dinge. Warum schleicht er sich dann nicht aus der Schlange? Da steht jetzt neben mir einer, der hat vielleicht steht er gar nicht neben dir. Weißt du, vielleicht sind vorne die einer, die wirklich sagen, wir wollen im Kopf, ich sag da die Fahne, die sich hinter mir die Fahne, ich glaube so, ja, die Palästina-Fahne ist doch nicht das Schlimme. Ich rede nicht von der Palästina-Fahne. Ja, gut, ob es eine andere Fahne weiß jetzt, wenn die dabei ist, dann muss natürlich raus. Die lustige Grüne mit der Schrift, die ich nicht lesen kann. Dann sollte die raus, ja. Warum gehe ich da nicht raus davon? Und die meine, die nehme ich alle, zieh's außer, wo bist du her, wieder schauen. Ja gut, wenn das dabei ist, dann bin ich bei dir. Wenn das dabei ist, dann sage ich... Die Sechste zwischen die Palästina-Fahnen ist die auch oft einmal dabei. Dass der große Haufen dann nicht sagt, der eine mit seiner Scheißfahne verpisst dich. Aber das ist dann und umdreht die Leute sagen, die Einzelnen, die zwischen den Grennerfahnen drinstehen und sagen, ich glaube, ich bin hier falsch, tschüss. Ja, aber das ist, glaube ich, dann sowas, weil das sind dann wirklich auch die sehr Radikalen, die diese Flaggen dabei haben. Ich glaube, ja, natürlich. Stell dir mal vor, du gehst da hin zu, keine Ahnung, zu Hulk Hogan und sagst, du scheiß Hurensohn. Ja, aber du kannst einfach nichts sagen und einfach gehen. Mittlerweile kannst du es, weil der Typ ist 80 Jahre alt. Ja, ich glaube, der schluckt die immer noch. Aber das ist, glaube ich, dann schon schwierig, dass du da etwas sagst, wenn da irgendwelche Vollidioten mit dabei haben. Also das glaube ich nicht, dass du was machst. Und die andere Frage ist dann, wenn du schon... Na, aber dann ist immer die Option, du kannst einfach gehen. Ja, genau, da bin ich dann bei dir. Dann stelle ich mich nicht bewusst dazu. In so eine Demo stelle ich mich nicht ein, genau. Das war dasselbe wie, ich hasse die Grenner und ein Ding, aber ein, zwei Sachen finde ich gut. Aber die 25 anderen und sage ich nur die Ricarda finde ich gut, stelle ich mich ein und weiche mit der Grenner vorne umeinander. Nein, du müsstest eher mit der Leona umeinander weichen. Was? Mit dem Happy Meal. Mit der Burger King Krone. Ja, aber da bin ich dann schon bei dir, dass ich sage, man kann halt dann zumindest rausgehen. Es ist halt immer die Frage, wie groß ist so eine Demo und wie viel kriegst du dann wirklich mit, dass da diese Arschlöcher mitmarschieren gerade. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt vorne stehst und vorne ist einmal der normale Haufen und die Arschlöcher stehen hinten umeinander, dann kriegst du das vorne vielleicht am Anfang noch gar nicht erst mit. Und, aber da bin ich bei dir, dass ich sage, ich gehe aus, ich persönlich dagegen, wenn ich sage, in der Demo werden die falschen Sachen demonstriert. Ja. Und da bin ich dann auch raus. Es ist ja und so, die, man kann die sich halt dann,
Die da dann so in einen Zaun rumtun und dann da das alle mit einem Netz wegfliegen und Zeitreise machen. Es ist generell immer schwierig. Da werden sie immer die falschen Leute auf so einer Demo mit reinschleiern. Natürlich. Ja, genau. Natürlich. Aber das, was ich da gesehen habe, das ist ja nicht bloß, da sind 100 Normale und dann ist da einer drin mit davon, sondern einfach, egal was du hinschaust. Und die Straße war voll davon. Und möchte ich wirklich bei mir irgendwo in der Nähe auf die Straßen von 10.000 Leuten geschrieben kriegen? Will ich das? Ja, nein, das möchte ich wahrscheinlich nicht. Will ich das wirklich? Verstehe ich gar nicht. Und das, allein schon, ich überlege schon die ganze Zeit, was ich sage, weil man halt überlegen muss, was man nur sagen kann. Wenn ich mal sage, was ich kenne, tue ich fein, ja. Brauchst du nicht. Puh. Nein, das ist ja genau das Problem so. Das ist ja, glaube ich, sogar, dass sogar dieser Ausruf Allahu Akbar mittlerweile so negativ behaftet ist, weil es ist ja eigentlich praktisch wie Gott ist groß. Gott ist groß. Ja, aber wir wissen, es ist dasselbe. Und das wird halt mittlerweile so, ja, eben, wenn einer kommt und schaut Allahu Akbar und sticht dir dann ab, dann denkst du, okay, der Satz ist vielleicht nicht so geil. Wenn jetzt irgendwer schreien hat Allahu Akbar, dann da die erste Mal drin verstecken. Okay, im ersten Moment. Also das war so die erste du hast da ein bisschen so Optik von... Ja. Kannst du mal ausprobieren in London am Bahnhof? Schreist Allahu Akbar und wirfst den Rucksack einfach hin und laufst davon. In London musst du Zuckerblät schreien, weil die der hat jetzt Rush B. Schmeißt so Wodka-Molotow. Das war aber dann nur behindert. Dort hat jede Dinger, what the fuck macht er da? What? Zuckerblät. Dann fliegt der Rucksack, dann hätte ich mir wirklich nur denken, hä? Den Maultrottel. Aber sobald das stimmt. Ja, fragwürdig ist ja nur die Sache, dass ja bei uns der Hamas erst nach dem Ding jetzt als Terror-Ding verboten worden ist, oder? Ja. Der war ja bis dahin... Das stimmt auch nichts zusammen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, aber was sollst du denn da? Da wird doch momentan umeinander diskutiert, ob jetzt der Israel heimfahren darf oder nicht, oder was da ist. Was soll denn da? Wegen die Feuerpause, ne? Ja, was soll denn aber auch passieren, wenn es aufhört? Dann tun sie es wieder. Sie sagen es ja sogar auch noch, wir hören nicht auf. Wir hören so lange nicht auf, bis der israelische Staat weg ist. Ja, genau. Sag, tut mir leid, dann macht's einen Parkplatz aus dem Sandloch da unten. Ja, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Jetzt wollen sie, glaube ich, irgendwie testen setzen, dass Meerwasser in die Hamas-Tunnel einfluten. Das glaube ich, die ernst schon. Also, ich hab gut, ob es heute wieder weiß oder nicht, das weißt du halt sowieso nie. Aber es sind Handyvideos, 6 ganz klar, das ist Amateur, dass Amateuraufnahmen sind und da werden die Tunnel geflutet. Ja, das habe ich gelesen, dass das jetzt gerade testen. Das haben sie wahrscheinlich schon vor 4 Wochen da, bloß das kriegst du jetzt halt erst mit. Das glaube ich auch natürlich nicht, aber man muss es Schiene da ist, wenn die Epa an die Haarbacke den Kopf abschneidet. Gerade weißt du, weil bis das da gerade eine Muse hört. Das war wahrscheinlich nicht das Einzige, was passiert ist, bevor es... Also das Heftigste, was ich gesehen habe, waren diese Videos, wo es die Granaten in die Häuser einwerfen. Ich meine, Alter, jetzt Schluss. Ja, in diese Sicherheitsdinger. Schluss, jeder, der bloß 5 Sekunden... Das ist ja 5 Sekunden, gut weißt du was, da steht, weg mit dir. Weg! Parkplatz draus gemacht, du Trottel. Habt ihr es mitgekriegt, was sie jetzt vereinbart haben im... Nur so krasser Themenwechsel. Weil es reicht, glaube ich, langsam. Was haben sie wir wollen jetzt nur weiter über Demos schmerzen. Was natürlich! Was haben wir nur für Demos? Keine Demos. Was haben wir denn noch? Deos haben wir. Höcke hat auf irgendeiner Veranstaltung Nazi-Parolen von der Menge schreien lassen. Also, das muss auch wieder. Das ist das Einzige, wo ich einer unterschreibt mit ihr Verfassungsschutz und so weiter, weil dem Typen säge es im Gesicht da. Ja, der hat schon. Dem säge es im Gesicht und in die Augen, aber wenn der was zum Sagen kriegt, überkommunal hinaus. Aber zumindest wird jetzt Sparrow. Benzin wird wieder teurer. Ja, das ist gut. Ja, ab nächstes Jahr und ab übernächsten Jahr oder stimmt, jetzt haben sie sich ja dafür ist jetzt gerade auf unter 1,80 gefallen. Ja, das ist super. Jetzt kannst du mir richtig einkaufen. Ja, das wäre halt auch noch. Aber ich mein Geld bei wieder. Stark, ja. Sie haben die 17 Milliarden, sie haben sich ja geeinigt. Ich habe eigentlich auf Neuwahlen gehofft, so. Also sie vor der AfD in die Hosen scheißen. Es war schon geil, wenn jetzt auf einmal der Scholz da steht und seine Vertrauensfrage stellt. Also ich glaube nicht, dass er die behält. Nein, auf keinen Fall. Auf überhaupt keinen Fall. Ne? Ich habe eigentlich auf so... Das darf nicht auffallen, wenn der weg war, oder? Also das ist ja der Not das nächste Jahr. Na, ich finde das so geil. Der sagt ja auch nie was. Genau, du kriegst von dem nie irgendein Statement. Das ist wie so ein Maulwurf, der kommt einfach mal auf... Ja. Naja, er ist eher so, als dass der Katze im Bundestag sitzen. Die ist einfach da. Ja, aber keiner streicht jetzt. Genau, schön da hinten sitzt. Schluft. Wie ist das abgelaufen? Es sind ja irgendwie 17 Milliarden oder so gingen ab, die müssen sie jetzt irgendwie einbringen. Ja, und man hat sich geeinigt und ich hätte eigentlich darauf gehofft, dass sie sich halt nicht einigen, weil dann war die Vertrauensfrage für den Herrn Kanzler so sicher gewesen wie das Amen in der Kirche und dass das auch so sicher wie das Amen in der Kirche ist oder das Allahu Akbar in der auf Essens Straßen.
Was nur in Essen? Ja, in sämtlichen Großstädten. Glaube ich, war ein Minge. Bei uns war es in Eicherdorf am Fußballplatz, aber da haben sie... Was? Ja, aber da haben die Eicherdorfer, da hat irgendeine Mannschaft gegen Eicherdorf gespielt, die war... Halt dein Maul, ich verstehe dich nicht! Nein, die hat sehr viele Migranten, die haben sehr viel Migrationshintergrund gehabt, die Leute aus der anderen Mannschaft, und dann haben die Eicherdorf alle geschrien, und haben sie aufgeführt, das ist in der Zeitung gestanden, und was weiß ich da ist. Sag ganz ehrlich, ich find's lustig. Ja, es ist so weit gegangen, aber Eicherdorf ansonsten eigentlich ein ziemliches Inzestloch ist, was? Da sind dann sogar Leute, die eigentlich wirklich sehr konservativ rechts angehaucht sind, haben sie dann weggesetzt und gesagt, Alter, das geht mir mittlerweile 2 Oh, die sind so krass, Mann. Mit dem Maul springen sie. Das ist das, wenn sich der Hitler sogar von dir wegsitzt. Okay, Bruder, du bist heftig. Das geht mir 2. Okay, weg. Ja, und die möchten jetzt die Steuer doch auf Zucker und sowas. Die möchten jetzt eine Zuckersteuer, glaube ich. Ah, das wollen sie schon Das länger, habe ich oder? nicht mitgekriegt. Ja, die wollten sie jetzt aber, glaube ich, fürs nächste Jahr erstens. Vielleicht soll ich mir erst mal sagen, wo sie jetzt das Geld her haben, auf was sie sich geeinigt haben. Wird ja jeder mitgekriegt haben, nehme ich an. Wo ist es her? CO2-Steuer wieder auf. Ja, die geht auf. Das ist ja wichtig. Anstatt dass das Bürgergeld wieder so hin, wie es eigentlich das haben sie nicht mehr kennen jetzt. Also zumindest zurücktragen. Ja. Ich finde halt, das war so lustig. So, dies mit der Zuckersteuer finde ich tatsächlich sehr gut. was kommt da oder was ist da der Plan? Alles, was zuckrig ist. Also alles. Ja, das Je zuckiger umso her genau. die Steuer. Irgendwie. Genau. Weil sie damit praktisch die Weil das Zeug noch nicht Fake News kostet. Ja, aber da geht es eher darum, dass die endlich anfangen oder dass die Firmen anfangen, mal weniger Zucker oder keinen Zucker zu verwenden. Sondern so richtig krasse E-Zusätze am besten. Die haben nämlich, die haben fein. Fein. Ja. Ist der Fruchtzucker betroffen? Ja, also Äpfel werden extrem teuer. Milchzucker? Da bist du als Laktoseintoleranter schon wieder einen Vorteil, weil du sowieso nichts essen kannst, weil es sehr so scheißt. Geil ironisch, dass egal wenn es irgendwo um die AfDler-Trottel geht, hier Verfassungsschutz, Überwachung, hier irgendwas und der Erste, der irgendeine verfassungswidrige Scheiße macht, sind sie selbst. Es ist so geil. Das kannst du nicht ausdenken. Und da hätte ich eigentlich darauf gehofft, dass es eben diese Neuwahlen gibt, die warten dann so nächstes Jahr im Juni, weil die Angst kriegen, dass die Blauteufel so viele Stimmen kriegen, wenn die so weitermachen, dass es brutal ist. Und das war so, glaube ich, die Notbremse. Dann darf man März wahrscheinlich kriegen, mit den Roten zusammen, sonst irgendwas, aber alles ist halt anscheinend besser als die Blaue. Und jetzt geht aber das nur mal so weiter. Es ist ja, du musst ja nur mehr. Da macht, egal was für ein Minister von ihnen das Maul aufmacht, plus 1% für die AfD. Das ist immer das Geile. Du musst halt einfach mal die auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich passiert. Die haben ihren Milliardenhaushalt, der nicht gerechtfertigt war, wo sie einfach in irgendwelche Klimaschutz und sonstige Sachen geschoben haben, der wo jetzt einfach weg ist. Und dann hast vom Gericht, pass auf, junger Mann, hier fehlen einige Milliarden Euro. Dann stehst du da und sagst, Scheiße. Scheiße. Und dann, was machen Sachen? Und es wird halt keiner auch irgendwie dazu belangt, da wird keine Konsequenzen, da wird nicht mal einer hinterfragt. Ja. Da wird nicht mal lange hinterfragt, sondern Scheiße, wir haben ein Problem mit dem neuen Haushalt. Was machen wir? Naja, lass mal den Steuerzahler das Geld wieder reinbringen. Nice, Jungs! Hey, das ist doch die größte Ich finde auch ganz furchtbar interessant, Hä? dass da keiner drüber redet. Die habe ich diese Woche mit jemandem nachgeschaut extra sogar. Wir haben 2020, ich weiß jetzt die genaue Jahreszahlen nicht mehr, aber so wurscht, 2020, 21, irgend sowas, haben wir insgesamt Steuereinnahmen von ungefähr, ich glaube 450, 500 Milliarden, irgend sowas. Insgesamt. 2022, also Euro. letztes Jahr, was habe ich gesagt? Euro. Na, du hast nichts gesagt, das kann eine Weißwürst sein. Ja, 450 Milliarden Weißwürst. Und letztes Jahr haben wir knapp 1 Billion. Knapp. Wo ist das Geld? Verstehst du nicht? Upsi. Nein, ernsthaft, Ja. Warum reden da keiner? Das ist einfach das ist doppelt so viel. Die haben das Oder gemacht, 900 Milliarden. Die haben das sind's, umdreht aber gemacht, wie mit dem Red Bull. Die haben halt das vorgenommen, abgestellt und das lade wieder auf. Oh, die Kinder das damit, und da redet keiner drüber. Also da redet gar keiner drüber. Ja, und das ist was. Das hat sich verdoppelt. Erstens, wie hat sich das verdoppelt? Zweitens, wo ist das Geld? Wir können meine Steuereinnahmen von einem Jahr auf das andere nicht verdoppeln. Ja, und gleichzeitig sagen wir, gegen 17 Milliarden, da habt ihr einen Vorschlag. Es ist ja das Krasse, dass halt keiner für sowas belangt wird. Das ist genauso wie jetzt diverse Brücken oder sonst was, die wurden einfach mal nicht fertig gebaut, weil wir es einfach von der Planung her scheiße haben. Bei solchen Sachen, da sollen doch die Leute dafür in Anführungszeichen den Kopf hinhalten. Das tust du mal als CEO. Ja, wie war es denn damals mit dem Scheuer, weißt du schon, der was weiß ich, wie viel mit der Maut verhorzt hat und der immer nur da irgendwo umeinander wuselt und nie irgendwie, okay, du darfst halt jetzt nicht mehr weg. Die kennen halt raus und Punkt. Aber das ist so, nee, wir machen Upsi, es geht um Milliardenbeträge. Jetzt stell dir mal vor, du hinterzirkst, was weiß ich, 500 Euro Steuern, da gehst du jetzt mal 3 Jahre in den Knast wahrscheinlich. Aber wenn ich finde also, der normale Angestellte,
Der kriegt einen Nettolohn. Das ist also nach einer Zeit das Einzige, was ihn so wirklich interessiert und so weiter und so fort. Nein, und du fühlst der Obstkorb ist ganz wichtig. Ja. Pizza Dienstag ist ist auch wichtig. Und Activities am Wochenende mit der Group. Und familiäre Stimmung ist auch wichtig. Ich finde, man fühlt da nicht so, wie viel Geld da eigentlich genommen wird. Vor allem, je länger du in einem Arbeitsverhältnis bist, so, also das war ja damals, wie so ein angefangen und so. Ich finde, wenn man hergeht, du kriegst immer deinen Bruttolohn überwiesen und dann müsstest du selber dein Geld dahin überweisen, für was hergenommen wird. Was meinst du, wie schnell die Scheiße vorbei war? Das mache ich einmal beim Vorbesitzen in Mexiko. Wie viele Leute pleite gehen? Das sage ich dir, wie es ist. Was weiß ich nicht, zum Beispiel, du kriegst einen Bürgergeldempfänger. Jetzt mal völlig wurscht, ob das jemand mit Migrationshintergrund, Flüchtlingshintergrund oder jemand von uns ist, vollkommen wurscht. Und du kriegst da einen zugewiesen und musst von deinem Bruttogehalt das Geld aktiv zu dem überweisen. Was meinst du, wie schnell die Scheiße vorbei war? Weißt du, dann spürst du das einmal so warum wichtig wurde. Schön, doch alles klar, legen wir vor. So, das war's, tschüss. Und tschüss. Aber vielleicht entwickelt sich daraus dann auch eine schöne Freundschaft. Der eine geht arbeiten, der andere nicht. Das ist wie eine Beziehung. Das ist schön. Da ist auch die Woche sehr oft vorgerechnet worden. Auch in die Öffentlich-Rechtlichen im Übrigen, was so eine 4-köpfige Familie an Kohle kriegt. Das sind knapp 5.000 €. Wenn da alles eingerechnet wird mit Wohnung und was wirklich mit Geld und Geld pro Kind. Nichts Höchstsätze, das ist mit dem Bürgergeld. Ist das so? Du kriegst für 14-jähriges Kind kriegst du so viel aus. Ja, für aber 12-jähriges Kind kriegst du so viel. Es gibt ja verschiedene Wohnungspreise, Wohnungsgrößen. Die ist jetzt wahrscheinlich der höchste Preis. Wird im Schnitt gerechnet, das ist eine 90 Quadratmeter Wohnung in einem bestimmten Ding und die kostet 900 €. Aus? Ja, aber ob die jetzt 800 oder 1000 kostet, ist mir dann wurscht. Dann ist wurscht. Ja, ob er jetzt 5.000 € oder 4.900 € kriegt, die Familie, ja, I don't give a shit. Ja, aber du musst bei 16 immer Milliarden sagst du dann Upsi. Da ist dann schlimm. Hauptsache, dass der RWE-Konzern dann auch nochmal für den schnelleren Kohleausstieg von uns fast 3 Milliarden € Subvention ins Arschloch gesteckt kriegt. Das habe ich nicht mitgekriegt. Macht aber 2023 Rekordgewinne mit einem Nettogewinn von über 3 Milliarden oder so. Ja, die haben sich auch beschwert, weil es ist eigentlich weniger, was jetzt in der Zeitraum von derner Daten. Ja, genau. Dann nur arbeiten Daten. Das ist ein Nettogewinn von ich glaube, also auf alle Fälle über 2 Milliarden € Nettogewinn im Jahr 2023. Und dann halt so, hey, wenn wir jetzt früher aussteigen, gehen uns Gewinne ab, okay, gehen wir ja nur mit 2,5 Milliarden. Was soll das? Das ist so wie mit der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ist doch da genauso geil. Ja, genau. Dass man diesen Firmen, die einen Nettogewinn von 2 Milliarden haben, noch mit 2 Milliarden nachschiebt, das ist ja das Lustige, dass man beschwert sich dann, und das finde ich ist irgendwie so, keine Ahnung, es fühlt sich wie so gezielte Hetze, um die Kleinen untereinander aufzuhetzen. Mir schimpft man dann so, Bürgergeld, der kriegt fürs nix, da so und so viel Kohle und so weiter, aber was halt da oben, diese oberen 10.000, wir sind ja, glaube ich, in Deutschland von 30 Milliardäre auf über 100 Milliardäre gestiegen innerhalb von kürzester Zeit, was da geht, am Start flöten geht, wenn er mal sagen hat, jetzt gehen wir an dieses Vermögen, das hilft jetzt halt mal nicht. Ich glaube, weil man sich damit besser identifizieren kann. Ich bin definitiv näher an einem Bürgergeldempfänger als einem verdammten Milliardär, der 2 Milliarden im Jahr Gewinn macht. Aber ich meine, du kriegst ja dann, also wir reden, das ist ja auch von oben so oberbuifert die ganze Zeit so, wir können diese Sozialleistungen, das können wir uns alles nicht leisten, aber dann her, dass der RWE-Konzern 2,5 Milliarden ins Arschloch gesteckt kriegt. Ja, ist richtig. Und das ist ja nicht der einzige Konzern. Ja. Und dann hast du diese ganzen Erbschaftssteuer darf man nicht machen, das darf man nicht machen, hier nicht, also die ganzen Geldigen, da wird halt nie was gemacht, sondern es wird nur immer auf diese Soziale, das wir uns leisten könnten, wenn man mal diese Geldigen auch angreifen hat. Aber das tut halt, da passiert nie was. Erbschaftssteuer ist auch, je nachdem wie die halt ausgelegt wird, die bricht auch mir, wenn ich Pech habe, irgendwann das Knack. Wir sollten nie, wenn mir auf dem Zettel zumindest das Haus irgendwann mal überschrieben wird, wie soll das der Zoll nicht? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Von mir kriegst du nichts. Schwarzgeld. Alles Schwarzgeld. Alles Schwarzgeld. Geht dann auch nicht mehr. Aber ja, das verstehe ich. Deswegen, ich glaube einmal, weil sich der 0815 Michel, der jeden Tag 40 Stunden. Das war's mein Bab. Da weiß ich, der 0815 Michel, mir halt alle eigentlich so, der Mittelstand, mit jemand, der Bürgergeld empfängt, der ist am nähersten, der wie soll ich sagen, kann man das mit dem Michelstand nennen? Der Michelstand. Hashtag ab in die Kommentare, der Michelstand. Das ist eine sehr politische Folge. Leck mich am Arsch, ob das ist irgendjemand, da werden wir sehr viel angeflammt werden, fürchte ich. Ich glaube auch, wenn wir so viel Scheiße verzeiht haben, wahrscheinlich werden wir sehr die Ahnung aus dem Trottel, ist einfach wurscht. Ist egal. Also werde ich das schon über eine Stunde. Hey, Herr Lanz, könnten Sie uns mal einladen, das wird sicher gut. Und ein Brecht bitte dazu. Ja, und ein Brecht bitte dazu. Aiwanger kommt damit. Und da kann ich verstehen, wenn ich lese, dass er sich eine Familie ungefähr so, ja, nochmal einfach mal zwischen 4.500 und 5.000, aber je nachdem, wo sie halt ist, kriegt.
und keine Minute Arbeit. Und der normale 0815 Michelstand, der geht einfach nun mal 40 Stunden in der Arbeit, in der Woche arbeiten. Und ich weiß nicht, wo der arbeiten muss, dass der netto 5.000 Euro mit heimnimmt. Ich wüsste nichts. Da müssen, ich wüsste halt noch nicht einmal, ich glaube, dass es sogar zack wird, wenn beide Elternteile 40 Stunden arbeiten, dass die netto 5.000 Euro mit heimnehmen. Beide. Ja, da wird schon. Da müssen beide 2,5 netto aufwärts verdienen. Nein. Weil sie mal, halt was auch in Ordnung ist, ich möchte es ja gerne so haben, dass der Mann geht arbeiten, so wie, das ist ein ganz klassisches Familienbild. Der geht arbeiten, verdient genügend Geld für die komplette Familie, damit Mom daheim bleiben kann sich um die Kinder kümmern und zwar nicht bloß, ja, warte mal schnell, sondern halt so, ja, da an dem Tablet halt dein Maul, sondern halt richtig und zieht dort so Kinder groß. Fertig, aber das ist unmöglich, wenn eine Wohnung 1.000 Euro kalt kostet. Bei 2 Kindern kriegst du aber noch keine Mutterkreuz, also das werden schon 5, 6 werden. Was? Jetzt habe ich kurz überlegen müssen. Ich erinnere mich nicht. Auf jeden Zeitmaschine kaputt. Zeitmaschine kaputt gegangen. Auf jeden Fall. Was jetzt nur, was ich sagen wollte? Nein, es ist eigentlich, stimmt. Du musst ja eigentlich auch berechnen, wenn du jetzt. Habe ich eigentlich auf Aufnahme gedrückt? Ich hoffe so. Also, das, wenn du jetzt nicht auf Aufnahme drückst. Ja, passt. Wollecke. Oh. Auf jeden Fall. Das war knapp. Du musst ja auch beim Bürgergeld und Co. musst du eigentlich mit einberechnen, die kriegen vielleicht, auch wenn du das jetzt nachrechnest, wenn du jetzt vielleicht der einfache Hilfskraft im Lager bist oder sonst was, da kriegst du, was weiß ich, deine 16, 17, 1800 wahrscheinlich netto, dann rechnest du das jetzt einmal mit einem Bürgergeldempfänger, der kriegt, ich habe keine Ahnung, wie viel das der kriegt, aber der kriegt ja plus Wohnung gezahlt, also wird der so auf die 15, 1600 Euro kommen, was du halt danach vielleicht noch sägst. Was du dann vielleicht auch noch sagst, ist halt der Punkt, mit dem, dass du in Rentenkasse einzahlst, das wo ja natürlich da irgendwann dein Alter entspannt dich ausleben lässt. Ja, wenn du vorher 8 Stunden Pfandflaschen gesammelt hast. Genau, natürlich. Dann ist der Nachmittag auch deins. Du brauchst eine Beschäftigung, wie viele Leute gerne nach Rente du musst überlegen, das finde ich nicht einmal das Krasse, du musst überlegen, die 40 Stunden, die du in der Woche weg bist, die wo du nicht effektiv hast, sondern die wo du deinem Arbeitgeber schenkst oder verkaufst. Genau. Der Bürgergeldempfänger sitzt den ganzen Tag zu Hause und vielleicht hat er eine Lehre als Elektriker oder sonst was und die arbeiten ja alle schwarz. Ja. Und dann kriegen die in der Stunde 30. Scher halt nicht alle über einen Kamm. Nein, richtig, du Nazi. Ja, sorry, aber sobald das die Bürgergeldflagge in der Hand haben, bin ich raus. Da bin ich raus. Grüne Flagge und auf Arabisch und Bürgergeld drauf. Allau Bürgergeld! Und mit die Schulsteine haben wir angeschmissen. Kruzifix. Ja, aber das musst du dir mal überlegen. Also, ja. Das ist halt. Ist beim Landshut nicht gesessen, mit einem grünen Kleid, ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine fragt. Es war keine AfDlerin auf alle Fälle. Kader Lang hat nur grüne Kleider. Ja, das war's nicht. Die war zwar fett, aber ist egal. Mehrgewichtig. Ich weiß ja nicht mehr, was für ein Dorf, das ist schon ein paar Wochen her, die hat dann geredet so, ja, wie die Ukrainer gekommen sind. Ist ja auch in Ordnung, wenn das ein Angriffskrieg, dass man denen irgendwie hilft, das ist mir auch klar und so weiter und so fort. Dann kämen die und alle waren super motiviert. So, dann haben wir Hotels aufgemacht und keine Ahnung, und dann kämen wir und das waren hauptsächlich Frauen und Kinder. Tatsächlich Frauen und Kinder. Und die haben mit denen geredet, alle waren super motiviert, auch die ukrainischen Frauen haben alle gesagt, sie müssen sofort arbeiten, damit sie Geld verdienen können, um ihr Land dann später wieder aufzubauen, etc. etc. So, ein Jahr später arbeiten von denen keine 2%. Warum? Denn dann haben sie das deutsche Sozialsystem begriffen. Und da bin ich schon da gesessen. Das ist schon ein öffentlich-rechtlicher Dings da. Entweder wird das nachher ausgeschnitten oder keine Ahnung. Aber genau so ist es anscheinend auch. Und irgendwo in Bayern auch, ich glaube in Oberbayern irgendwo, hat ein bayerischer Bürgermeister, lasst alle Flüchtlingsheime abreißen. Weil er Schnauze voll hat. Ja. Er sagt, seit 2015 haben die Leute da und da wird nur gesoffen, nur um einen anderen randaliert, die haben nur Probleme. So, jetzt die Schnauze voll jetzt da. Was für Jugendlandheim. Ja, fast. Bloß das Mitte der 20er oder ja, ich weiß nicht, was der politisch korrekte Begriff ist für die, ohne dass ich jetzt aus dem Leben gejietet wird. Und da die Weiber auch Grünflaggenschwenker. Grünflaggenschwenker, maximal pigmentierte die Weiber auf der Straße. In einem bayerischen kleinen 500 Einwohner-Dorf. Ja, aber Nazi noch nicht aber du hast stimmt, scheiß Nazis. Dann sollen sie aber vielleicht die Weiber mal gescheit anziehen, oder? Ja, stimmt. Das ist, ja, richtig, weil wenn die einen kurzen Rock anhaben, dann ist das praktisch eine Aufforderung,
flötet. Genau. Mal ordentlich reinzuflöten. Die Flöte. Entschuldigung, darf ich da mal reinflöten? Sie wollen doch offensichtlich... Ich um reinzuflöten. Ich hätte hier eine Fleischflöte für Sie. Wollen Sie die mal bespielen? Machen wir gleich 2 Folgen draus, oder? Ja, jetzt singen wir die jetzt einfach so lange durch, wie wir Bock haben, und dann ist jetzt heute eine so eine special lange Folge. Kann man da dazwischen noch mit rauchen? Na, dazwischen ist Rauchen schwierig. Außer der Birger Raucherin. Ja, jetzt lass uns mal, es ist Weihnachten. Weihnachten? Wir haben noch vorher rauchen können. Aber ich rauche ja gar nicht. Scheiße. Ja, du kannst doch nicht anzünden und einfach hinlegen. Ja. Lass einfach verbrennen, wie früher vom PC. Ja, genau. Ich habe einen Aschenbecher da bei mir stehen gehabt, Kippenmod sind, eingelegt, abbrennen lassen, scheiße, wieder Kippenmod sind, eingelegt, wieder abbrennen, und ist den ganzen Tag so gegangen, wie ich rauche 1,5 Schachteln am Tag, verstehe nicht. Eigentlich rauche ich gar nicht so viel. Ja, das ist was, da kann man sich, da können wir uns vielleicht, wenn wir Glück haben, wieder furchtbar viele dumme Kommentare einfangen. Oh ja, als wir über das Thema vorher angefangen haben zum Diskutieren, habe ich schon gewusst, die Kommentarspalte, die kann interessant werden. Ich gebe ihm jeden den richtig guten Tipp, bevor es da was reinschreibt, lest es nochmal. Lest nochmal. Ja, aber wenn die nicht lesen können. Auf Rechtschreibung, Grammatik bitte prüfen, das ist wichtig. Fragt bei ChatGPT, ob das okay ist. Das ist immer gut, wenn keiner mehr weiß, was man rumdiskutieren soll, das schreibt man mit 2 ist. Nur wenn man es mit einem nicht schreibt. Das.de. Ja, nein, mit großen Scharfen ist. Und dem. Oh, das ist aber wirklich, das ist wirklich. Den ist auch so, was viele Leute nicht kapieren. Ja, den mit 2. Den und dem und lauter so Sachen. Da wo ich da stehe, hat das irgendjemand gelesen, hat alle geistig behindert. Das ist okay. Hast du Migrationshintergrund oder was? Aber ich sag, wenn jetzt in der Kommentarspalte nur diese Probleme herrschen würden, dann wäre es ja noch okay. Aber wir haben damit ganzen Sätzen zu kämpfen zum Teil. Also bei mir im Chat ist ganz krass. Der Fahrerkommentar, das waren 5 Zeilen fast. Also das war nicht einfach. Der hat sich schon Mühe gegeben. Also der hat den nicht aus Versehen so, ja, und so das war vorbeigemalt, sondern der hat sich richtig Mühe gegeben. Und ich habe da wirklich mich anstrengen müssen, dass ich durchhalte, ohne dass ich mal einscheiße, weil ich behindert worden bin. Das ist echt richtig. Jetzt mag ich nicht mehr. Jo, ich hätte noch ein Thema schnell. Ja, was bist du jetzt ich habe nämlich so? was gelesen von einer Frau, die ist in Amerika, und die ist zum Arzt gegangen. Krass. Ja, ich finde Frauen eigentlich. Ja, aber es wird noch eklig, also pass auf. Nackte Frauen. Die ist gegangen, weil sie die ganze Bauch weg hat und Blähungen und so ein Zeug. Und auf einmal geschaut. Dabei haben die ein Kind im Darm gefunden bei ihr. Also es gibt da, was ist da los? Was ist da los, habe ich gedacht? Das kann ich ist die erste Arschgeburt der Menschheit. Ich habe mir auch gedacht, das kann ich mir ins Arschloch ficken, ohne dass ich verhüten muss, oder wie Kruzifix für das. Was soll denn die Scheiße? Kann ich jetzt nicht mal ins Arschloch ficken. Sonst hörst du ja, nicht ein Kondom her, nein, nimm's andere noch. Und jetzt muss ich trotzdem für alles ein Kondom hernehmen, oder wie? Was soll die Scheiße? Verhütest du ja, ich fix einfach nur den Arsch. Ja, es geht jetzt nicht mehr, Leute, es geht nicht mehr. Also. Bleibt nur noch das Gesicht. Fix. Ja, warte noch, dann bis die nächste Meldung kommt, dass die erste Kind in der Gurgel drin ist. Mir reicht's. Hoppala, mir so. Ja, das kann ich so Kindersmoor, das kann ich gerade noch fixen ohne Kondom. Klein Kevin ist eine Ohrgeburt. Ja, war eine verrückte Meldung, aber gedacht. Also, jetzt nehmen wir uns mal die Freude auch noch. Typisch Frau, die immer und so ist sie. Da brauchst du nicht verheiratet sein, dass du ist niemand. Stimmt. Wahnsinn. Das ist brutal, ja. Über das unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Über was denn? Scheidung. Scheiden? Unscheiden. Pilz. Scheiden, Pilz, Ich Scheidung. habe mit Scheidung keine Erfahrung nicht. Ja, Scheidenpilz ist gleich Scheidung. Perfektes Was Thema haben wir für uns. richtig, ja. Das perfekte Thema für uns. Wenn wir irgendeine Scheiße labern, wo wir keine Ahnung haben, interessiert mich nicht. Ja, passt, ey, Leute triggern im Internet ist das Schönste, Kinder. Ist das? Ja! Macht es eigentlich die nächsten Wochen noch? Habt ihr irgendwelche Dinge für Weihnachten und Silvester, so irgendwelche Vorhabens? Da reden wir nächste Woche drüber, kurz vor Weihnachten. Die Folge kommt dann direkt an Weihnachten, oder? Die nächste. Die nächste kommt direkt an Weihnachten. Und dann haben wir mal, das müssen wir uns noch ausdüfteln, ob wir mal 2 oder 4 Wochen fort sein, einmal eine kurze Päuschen reinhauen und dann schauen wir weiter. Apropos einen reinhauen, wir machen jetzt Schluss. Okay. Ich würde nie okay. reinhauen. Herr Kani, vielen Dank für Ihre politischen Fachkenntnisse. Florian, vielen Dank. Florian war auch dabei. Ich bin der Gandalf. Mach mal. Und ich spuck auf der Grab. Und ich nicht. Ich hab einen Schnäuzer. Du musst Two Fingers okay, bitte Fingers in dein Arsch. Okay, bitte zum nächsten Mal. Okay, Tschüss. Wiederschauen.